Ungefähr die Hälfte der Spiele ist jetzt absolviert und die Zuschauer fragen sich eigentlich, ja, was machen diese beiden Mannschaften? Die stehen im Moment noch so im Niemandsland der Tabelle und keiner kann abschätzen, geht es eher nach oben oder geht es eher nach unten. Ja, das ist richtig, Tom, aber das ist ja gerade der Reiz dieser Partie eigentlich. Also die Mannschaft, die heute gewinnt, die kann eben den entscheidenden Schritt machen in die richtige Richtung nach oben und die verlieren, die müssen sich dann schon wieder nach unten orientieren. Also ich freue mich auf diese 90 Minuten. Ja, klasse, direkt umgesetzt, das Passspiel und dann auf den freien Mann. Eigentlich war der schon drin, aber irgendwie war der Torhüter noch dran. Präzise gespielt. Und nach diesem Foul bleibt dem Schiedsrichter nichts anderes übrig. Freistoß. Warum um alles in der Welt gibt es für ein derart brutales Foul keine Karte? So, jetzt hat er das Spiel erstmal beruhigt. Oh, klasse, der lange Ball. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schiedsrichter da lange zögert. Er wird ihn wohl verwarnen. Ja, aber die Zuschauer sehen es vielleicht zum Teil anders, aber der Schiedsrichter hat es richtig gesehen. Gelb. Tja, nach dieser frühen gelben Karte muss er schon aufpassen. Und der Pass, das ist das Tor. Wunderbar, einfach wunderbar, ein wunderschönes Tor. Und seine Freistöße aus dieser Entfernung sind immer brandgefährlich. Klasse gespielt. Nur raus damit, einfach weg aus der Gefahrenzone. Wunderbarer Pass. Ja, der hat das Talent. Ja, für die Flanke bedankt er sich. Hat den Ball ganz souverän. Und damit sorgt der Keeper erstmal für Befreiung. Und wieder mal Endstation beim Verteidiger. Und damit öffnet er das Spiel. Ja, worauf wartet er eigentlich noch? Könnte jetzt flanken. So eine Gelegenheit, der passt. Ja, das ganze Stadion ist aus dem Häuschen. Was für ein unglaubliches Tor. Perfekt gemacht. Also wenn sie jetzt gegen diese Mannschaft setzen, dann müssen sie schon sehr optimistisch sein. Und hat er gut den eigenen Mitspieler gesehen. Der Gegner kommt ja gar nicht an den Ball ran. Und die Abwehr steht wie eine Eins. Und klasse, wie er den Ball in die Spitze spielt. Hinten in der Abwehr stehen sie unheimlich kompakt. Also der Ball scheint ihm förmlich am Fuß zu kleben. Das ist unglaublich. Super, die Fans gleich mit dem Beifall da. Ja, ein bisschen leichtfertig der Ballverlust. Ja, das Stellungsspiel war gefordert und er stand richtig. Oh weia, das sah überhaupt nicht gut aus. Das ist für mich eine Karte. Das ist überhaupt keine Frage. Und natürlich muss er jetzt die gelbe Karte aus der Tasche holen. Das ist Verwarnung Nummer 2. Hoffentlich geht das nicht so weiter. Das war für jeden ersichtlich hier im Stadion ein klares Foul und das muss die gelbe Karte geben.
Oh, da hat er richtig was abbekommen bei diesem Zweikampf und die Konsequenz natürlich gelb. Boah, der Schiedsrichter drückt ein Auge zu. Nur gelb für diese Attacke. Genau so stellen wir uns das vor. Ah, da hat die Verteidigung aber geschlafen. Ah, sichere Beute für den Torhüter, diese Hereingabe. Und der Torwart denkt sich bloß erstmal raus aus der Gefahrenzone. Mit dem Kopf nach vorne gespielt. Ja, was hat er sich dabei gedacht? Da müsste er eigentlich die gelbe Karte sehen. Da hat er sich dumm angestellt im Zweikampf. Natürlich sieht er deswegen gelb. Ja, da kann er sogar froh sein, dass sich sein Gegenspieler bei dieser Aktion nicht verletzt hat. Die gelbe Karte geht völlig in Ordnung. Da sieht er die Lücke. Und genauso wollen sie den Keeper sehen. Reaktionsschnell ist er da und wehrt ab. Klasse Körpereinsatz von ihm und ganz fair. Nur raus aus dem 16er mit dem Ball, um Himmels Willen raus. Und der Kopfball nach vorne bringt jetzt neuen Schwung. Also Halbzeit jetzt und es steht 2:0. Also eigentlich war es ja eine faire Partie, trotzdem natürlich wirklich schade und traurig für den Spieler, dass er sich verletzt hat im ersten Durchgang. Sobald es was Neues gibt zur Verletzung, sagen wir ihm Bescheid. So, es geht weiter mit der Partie hinein in den zweiten Durchgang. Guter Spielzug. So, jetzt wird's gefährlich. Oh, das ist noch heiß, das ist noch heiß. Eckball. Ja, das war kein guter Eckball. Der zieht den Ball zu nah ans Tor, kein Problem für den Keeper. Ja, und damit ist der Ball erstmal weit weg von seinem Tor. So, schönes Zuspiel, vielleicht die Chance jetzt. Aber das macht die Abwehr aus. Gutes Stellungsspiel in dieser Situation. Dann machen wir es kurz, einfach nicht zu überwinden, diese Abwehr. Ja, das sieht gut aus. So, jetzt stellt sich die Frage, was stellt er mit der Möglichkeit an? Der Pass perfekt. Erstklassig, ein fantastisches Tor. Was hatte der schon für Chancen heute? Hut ab vor dem Spieler, hat nicht aufgegeben und jetzt hat er das Tor erzielt. Und so sieht ein Pass aus. Ja, und klasse, wie sie da gleich von Abwehr wieder auf Angriff umschalten. Ja, das ist doch eine ganz klare Aktion gewesen. Da muss es Freistoß geben. Ja, da muss er einen anderen Pass spielen. So ist das Ganze kein Problem für den Verteidiger. Ja, sowas kann natürlich kein Schiedsrichter durchgehen lassen. Klare Sache, Freistoß. Immer wenn die Abwehr gefordert ist, dann ist sie da. Genau richtig gesehen.
Gut per Kopf weitergeleitet. Dann wird die Situation gut eingeschätzt. Ja, das sieht gut aus. Das könnte jetzt gefährlich werden. Er köpft ihn erstmal weg. Und da war er wieder auf dem Posten. Ganz weiter Ball vom Keeper. Und das kann er ja. Lange Bälle spielen. So, und jetzt drücken sie dem Spiel hier ihren Stempel auf. Gute Kopfballtechnik. Erste Auswechslung des Trainers in dieser Begegnung. Und es gibt die erste Auswechslung des Trainers in dieser Partie überhaupt. Los, schieß, Junge! Und jetzt muss der Trainer reagieren, bringt einen frischen Spieler auf den Platz. Da steht mindestens eine Auswechslung, bevor es von hier oben leicht zu erkennen. Reservisten machen sich warm jenseits der Seitenauslinie. Ja, und mit viel Gefühl im Fuß und dann auch noch genau gepasst. Ja, das Kopfballspiel, das beherrscht er wie aus dem Lehrbuch. Klug gespielt. Kann er die Möglichkeit nutzen. Tja, das sah nicht so gut aus, aber bitteschön, Hauptsache der Ball ist erstmal weg. Hat nur noch den Torwart vor Augen. So, jetzt eine gute Flanke und dann wird es ganz eng für die hinten drin. Ja, wenn der Gegner den Ball so leichtfertig verliert, dann nimmt ihn. Und hier im Stadion waren schon viele aufgesprungen, dachten, der Ball sei drin. Nichts da, der Keeper ist noch rechtzeitig zur Stelle. Ja, und der Torhüter drischt den Ball über das Feld. Und jetzt gibt es hier noch 2 Minuten Nachspielzeit. Ja, das ist schon klasse, wie der Verteidiger da hinten steht. Ja, die Fahne des Schiedsrichterassistenten ist oben, Freistoß. So, der Trainer bringt jetzt hier gleich 2 frische Spieler in die Partie. Ja, das sieht der Trainer gern. Gut gemacht. Und der Abwehrspieler geht dazwischen. Also Freistoß gibt es auf alle Fälle. Und jetzt warten wir ab, ob es darüber hinaus auch noch die gelbe Karte gibt. Ja, gutes Stellungsspiel des Torhüters. Er hat den Ball. Bitte, warum soll man es nicht mal mit Köpfchen versuchen? Ja, das war ja eine ganz souveräne, eine sichere Vorstellung. Verdientermaßen geht diese Mannschaft deswegen als Sieger aus der Partie hervor. So, Tom Bayer sagt, Dankeschön, liebe Zuschauer, für Ihre Aufmerksamkeit und vielen Dank natürlich auch an Sebastian Hellmann.